Dieses Video wird unterstützt vom Ministère de la Culture. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Film lebt. Ja, der wisst, es sind ein Horrorfilm-Fan. Und du willst ja mal The First Omen an die Kino gucken. Aber ob der Film dann etwas zu bieten hat, das erzähle ich euch an dieser Episode. So, wie den Titel et schon sieht, geht es halt das echt Omen, ne? Also, an der Hauptrolle ist halt Margaret. Das geht dann, das so zwischen Kirche und Kloster immer so hin und her. Brot, das wird Käse fast daheim, das ist halt überall immer auf der Ruhe. So, da könnt ihr auch Rom und da, wo ihr eigentlich hier könnt. Und da soll es dann an ein Wesenheim kommen. Ne? Da soll es dann an Zukunft für die Kirche schaffen. Es kriegt aber dann dort den Auftrag, dass du ein Mädchen hast, was nicht so ganz koscher ist. Was auch durch mysteriöse Umstände auf die Welt kommen ist. Und dass du ein paar mehr Leute hinstehst. Ja, ich denke, das ist, mehr will ich nicht verraten, weil storymäßig, hören wir direkt viel weg, hat der Film nicht ganz viel zu bieten. Du willst verraten, ich einfach schon mal nicht zu viel. Weil das einzige, was nur Story zu bieten hat, ist halt einfach das Mysterium darunter. Das Problem ist, dass das ab einem gewissen Punkt ziemlich simpel und drastisch abgelöst wird. An der Film hat all Zauber verleiht. Die muss ich jetzt so viel stellen, dass so 2/3 vom Film als alles mysteriös. Es gibt nicht viel drüber geschwärzt, es gibt nicht viel Gewur. Und irgendwann, wenn ihr das Gewur gibt, dann gibt es aber auch nicht weiter im Detail abgelöst. Und das, wie soll ich sagen, das ist schon ziemlich lame. Also die Erklärung an Not ist wirklich. Ja, beginn, ich will nicht so viel erzählen, aber auch dann der Schluss deut ob den zweiten Teil hin. Und oft denken sich, ja, mega geil, im zweiten Teil, lo geht das weiter erzählt, und mir ist so schon gedacht, oh Gott, oh nee, lo geht das noch ausgeschlüsselt, geht das noch weiter gemacht. Das ist doch schon leicht mit zu erzählen, du wie trashig willst du danach gehen, aber nicht das positiv trashig. Auch verschiedene Sachen, verschiedene okkult Sachen, wo ich nicht weiß, was du wirklich du hast, gehen zum Schluss hin, ob ein super billig Aderweise abgelesen, wenn ich frage, hä? Wieso? Der Ganze dauert dann auch noch 2 Stunden. 2 Stunden guckt den sie Stadt dann noch un. Und naja, muss ich so, 2/3 vom Film hatte ich schon muss mein Spaß gemacht. Da war das schon ganz okay. Du hast das Spaß gemacht, das Mysterium, du willst mal abzudecken, dann reicht so die letzten Teil versaut ziemlich viel am Film. Auch wenn ihr bedenkt, dass der Ganze ein Horrorfilm ist von Horror nicht viel zu spüren. Schon gewesen wusste nicht so wirklich, was du wollte machen, weil das einzige, was du ein Horror hast, das sind gefühlt 3, 4 Jumpscares an der Warte, da verschiedene, die auch eigentlich so, wenn ich drüber nur denke, gut, hier sind wir agieren, also ich meine den echt gut, hier sind, aber egal, das Zivil Modell gestartet, so horrormäßig wird der nicht viel zu bieten, also der wird 3, 4, maximal 4 Kehren am Film. Also sonst baut den keine Atmosphäre auf, der baut sonst keine Spannung mehr auf. Als einfach nimmer flach. Aber genau du wennt der verstehe ich nicht, wie wir den Nathalie nach auf den zweiten Teil will ausschließen. Möchtest du gut lesen. Schauspieler Mann, der halt ganz passabel. Nell Tiger Free spielt halt eben Margaret an der Hauptrolle. Ja, das ist ganz okay. Das ist ganz gut, das ist ganz, ganz sympathisch. Du könntest nicht so viel zu meckern. Insgesamt hat der Film eine ganz komische Struktur, einen komischen Aufbau, verschiedene Szenen, also du gibt eng so eine besiersene Szene, die gefühlt 15 Sekunden zu lang geht, sodass es so ein lächerlich drüber geht, wenn dann du sitzt und denkst, ja, ist okay, kann mal, so Louis geht ein bisschen topisch. Das ist immer so ganz, ja, das muss ich ganz genau dosieren, man. Du gibt ein Making-of-Szene aus dem It-Remake, also dem Stephen King sein It-Remake. Du gibt die Szene, wo der aus dem Kulang rauskommen und die so abnormal lang gehen. Und du gehst eine Diskussion darüber, wie lang soll ihn so durchstellen und wenig Cut in. Und du hat der Regisseur gemerkt, das war nicht einfach der richtige Punkt zu finden, weil es ab einem gewissen Punkt lächerlich geht und dann Leute drüber lachen. Und das will ich nicht. Und das ist eben bei einer Szene, wo ihn dann du sitzt und denkt sich, unangenehm. Aber nicht, ob das positiv, also ob das Horrorfilm positiv unangenehm, einfach unangenehm. Du hast The First Omen für mich eigentlich schon auserzählt, du gibt es eigentlich nur für mich nicht viel zu thematisieren. Das ist ein Film, ich denke, der wird super schnell vergessen. Jedenfalls an einem Jahr schwätzt definitiv kein Mensch mehr davon.
wirkt zum Schluss hin so wie wenn sie Franchise-Welt noch wie hat man ein Insidious gemacht wird wiederum in Insidious aber halt bis mehr Atmosphäre aufbauen konnten ne? Ob die Lohner immer gut sind sie du hingestellt aber am Anfang konnten sie erwähnen mal Affären an nur Spaß gemacht auch von Tanot aber bis ein hoher Bayer zu war wird das einfach Spaß gemacht das fällt der Film wie gesagt keine Atmosphäre kein richtigen Horror einfach nehmen irgendwann bisschen gelass aber dann gehen sie auch nicht Schritt weit genug für richtig Stegelass zu machen irgendwie dann ugezogen nach Hand Brems also bist du schuld dass die Organisation hand oder die Cap hand run das hat noch viel mehr mysteriös Kind abgebaut gehen das hat noch viel mehr Kinder am Hintergrund passieren du hast gerne mal Männer einfach mehr dann hatte Schläfer ganze Zeit Männer verzählt wenn es kein Geschichte ist wie zu erzählen dann ja dann da war halt ein Mysterium op der Mat halt so bah, okay ich denke net war einfach mal von Menger Seite the first Omen hast du mal dafür erzählen von der die Film schon gesehen hat da können mal gerne erzählen wie ihr Film so gefallen hört wird er Lieblingsfilmer an dem kirchlich okkulten entre Exorzismus Setting sehen natürlich ein Exorzismus natürlich grandios egal voilà. Und das war dieser Episode und da wünsche ich euch aber noch von der den dann mit Kollege will gucken wo wir ein bisschen drüber zu lachen wünsche ich euch dann aber noch ganz viel Spaß am Kino mit The First Omen ciao You